So schön. Noch einmal von meinem Part uit Frauenvaterstag. So, dat wir all diesen, ja, ein Applaus für alle Papas. Vandaag hat wie Dia del Padre. Vandaag weer het toch mal dinsdag. Madwig, wie Dia del Padre. En ik kon dat nu erleven voor het eerst naar de school te voeren. En bij de school een geschenk krijgen en zo'n zaken. Dat sehr schön voordeel zijn. En wie jij van jou, hante alle kun je krijgen. Alle bevriende mannen, niet de eeuwige. Alle bevriende mannen. Is er irgendwer uitgebleven? Keiner uitgebleven? Wenn wat je wie alle bevriende mannen. Wenn wie zijn alle mannen, ook al de jongens, zijn wie alle als vaders. Wenn wie zijn dat je wie dat in ons drie vader te zijn. We kunnen vader over onze ene fleischliche kinderen zijn. Maar we kunnen ook vader over andere zijn. Zo'n schmakke jongens als hier zitten, Arameales, wat hier zijn. Viele van deze jugend wat hier van de kolonie komen, die gebruiken mamas en papas. Dan zijn die echt gevraagd, der ma en der pa te zijn. Ik wil ons werkelijk moed merken, jeder een van ons hier, dat we een, twee, drie handgenommene kinderen hebben. Hier zei ik also, Frieda, was zij handgenommene kinderen heeft, waar we einfach aan zijn horten aansluiten. Dat is zo schön, dat we dat doen kunnen. Vandaag wil we reden over vaders. Over vaders, de buur nationen op. De buur de nation op. Vaders, de buur en land op. En we hebben wie naar ons woord kunnen beden. Dankzij Vader, dat we kennen, dat we naar het woord komen, dat we kennen, jeder zondag zei, dat niet onze mensen weer zijn, sondern dat de woord van Vader zijn, wat ons reden. En dat beten we van jou te ons. We danken die voor die woord, wat ons reden deed. We vreugden einfach veel ons met die zijn, met die herrlijkheid in deze ruim. Ik bid voor alle deze gästen, die hebben hier geen ruim. Ik schik jullie eruit. Im Namen Jesus Christus neem ik de autoriteit over jullie. En we spreken die vrede en die leven van Jesus Christus over deze ruim en over jeder persoon, over jeder ziel, jeder hart, wat hier binnen is. En ook over de kinderen. We danken die en spreken die vrede over de leraars en over de kinderen. En loven en prijzen die dat u ons kinderen gegeven is. En dat we de nation op u kennen. In die naam Jesus zeggen we, Amen. Lukas 9, vers 37 en bed 44. Ik wil even dezelfde geschichte lezen, reden als Feierwerk. Een prediger die had mal Feierwerk had wie bloß nicht von Lukas. Die Geschichte ist dreimal abgeschrieben. Feierwerk hat wie die von Markus. Nee, das ist auch im 9. Kapitel, aber das ist dezelfde Geschichte. Ein Prediger hat mal einen Sonntag eine Predigt gehabt und dann es ist eine Predigt, wir scheinen am nächsten Sonntag, dann predigt er 100% derselbe Predigt. Und dann die Menschen sagen nicht, dann am 3. Sonntag kommen sie wieder trägen, dann predigt die noch einmal. Sie denken, was sind uns Prediger näher vor? Die haben ja 3 Sonntage dieselbe Botschaft gepredigt. Und aus den irgendwas im Kopf schaut, oder was die fangen an zu beduren, über ein Prediger, was mit denen los ist. Und dann gehen sie eine Frau am, hey Prediger, wenn was hast du 3 Sonntage dieselbe Botschaft gepredigt? Und er sagt, ich warte mal, dass ihr das tun, was ich sage. Sie dürfen das noch einmal nicht so. Sie warten noch einmal. Und dann fällt die Menschen das ab, wenn sie wollen eine andere Predigt sein, dann würden sie besser mal harchen. Aber ich tue nicht mein Dort von derselben Geschichte. Ich glaube, je tue noch harchen. Als ich diese Weg bete, über was, du wirst mehrere Themen, was ich im Kopf habe. Einzelne Prediger, die weiter nicht wohnen, Themen, sie alle sind nach Prediger. Und so habe ich bei mir auch mal gegeben. Aber einmal ist das schwer, da waren einer 5 Sachen hat, oder einer muss einwählen von den 5. Das ist einmal mehr schwer da, als waren einer, wohnt erst das Gaude, was kriegt wir von dir aus? Was hat Jesus von dir für uns? Und diese Geschichte, das ist eine Geschichte von diesem Vater, wo ein besetzten Kranken sehen hat, und die sehen hat einmal aufsteht, und wenn der im Aufsteht kommt, dann schmidt die bei sich erst im Viernen, und die litt sei die Jung und das, und die Vater kommt nach Jesus gerannt,
En Jesus drift hem bij Jesus uit en hij heilt dessen Sehen. Feierwerk hat wie bloß nur den einen letzten Vers da gekickt. Da wenn's, weil ich von der die ganze Geschichte bekicke, fein sind da hat wie da nur den Vers gekickt, dass diese Art von Gäste, oder diese Art jetzt nicht Unterschritte driven aus mit Beten und Fasten. Dort doen hat wie Feierwerk gekickt. En deze week wel wie ons de eeuwige part van die Geschichte bekikken. Als ik daar aan voeders, dan dacht ik, kijk, en deze voeder wat zien zien, nu Jezus brengen het. Terwijl we maar lezen, de tekst zal hier ons zijn, vers 37 en wieder. Als ze den nächsten Dag van Borg raufkamen, traf zich dat zo, dat aan een grote schof mensen bejenden. En met eenmaal schreeg een man, ik bid, kom kijk naar mijn Sehen, wils ik bloos den einen Sehen. Kreeg een jes te holen, dat hij plötzlich abschreeg. Daarop kreeg hij den aanstoot, zodat hij uit de muil schuimt, der verlaat hem vast niemals en brengt hem schier in de grond. Ik prage die Jünger, dat ze den uitdrijven zullen, maar die kunnen dat niet. Dan zegt Jezus te aan, O je ongelovende verdrehte Generation, hoe lang zal ik nog bij jullie blijven en mij met jullie afgeven? Breng den Sehen her, dienen Sehen her. En während de jonge hand kwam, smijt de zoten am waren am Osterhaan, dan beval Jezus den anderen in Jezus te verloten. Hij heilt dat kind en juicht zienen voor den waren. En zij stonden alle über Gott seine Herrlichkeit. Aber während alle Mann bewundert, was Jesus gedaan had, zei hij te zijn Jünger, zorg zo dat je hieren wat ik zei. Willst dat als mensen weet, dat de mensen zijn wat de mensen in de heng gegeven worden. Dat zo weet, wat we nu lezen. Amen. So, dit is de geschichte, wo das jong, der wordt im 4 geschreven, schmeten, der wordt in de velden afstoot en der is bezeten van deze Jester. So, wie weten dat bij van de eerste dag, dat jef mensen, die geloven dat het niet bij de Jester jef. Wenn du dat nicht glaubst, dann würde ich den paar Mal wel mitnehmen, naar steden wo wir beten voren. Dan wirst du vielleicht anders sein, hängen diese Gebetstiden, dat het jef bij de Jester. En die moeten uitgecheckt worden, en die moeten uitgedreven worden, en du moet heilend gesproken, du moet huis reingemaakt, en du moet de Jezus Gottes aankeren. Amen. Dat jef bij de Jester, en wie moeten in deze bij de Jester kämpfen. Epheser sagt uns ganz klar, je hat nicht nur bloß in Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern je hat auch in all diese beide Jester, auch all diese andere, die Jester Welt, auch zu kämpfen. So dat is klar, dat wir damals so und dat is von der noch Krieg so. Wir müssen aber weiter, dass das Kampf ist all besiegt, wenn Jesus erst gestorben, ein für allemal. Der ist besiegt Kreuz auf Golgatha. In dem brückt nicht wie gewinnen, sondern wie sprechen einfach diesen Sieg uit über diese Person, dort, was Jesus getan hat. Das ist nicht meine Kraft, das ist nicht deine Kraft, was das ist, sondern das ist die Kraft Jesu Christi durch mich, was diese Person freimachen hat. Plus am Anfang. Aber wo wir hier diese Unzufriedenheit in dieser Geschichte, dass die Vater oder die Menschen rundum dus gereden und die Menschen sind, Leute, was passiert hier, wenn was können deine Jünger, den ich uitdrijven, so komm und drief den diesen beiden Jesus uit. Merk diesen Jungen gesund. Wenn was können Jana dort nicht und wenn was kann Jesus dort. En verwegs reden wir über dort, dass er gefasst hat. Aber weißt du was? Die Bibel will immer gelesen worden, dass wir die ganze Bibel lesen. Wanneer Jesus fastet, wo wir weiter dass er fastet, wo das geschrieben ist. In welchem Kapitel in der Bibel ist das? Kann irgendwer das auswendig? Matthäus 4, reich. In Matthäus 4. Wenn das in Matthäus 4 ist, und wenn wir in Matthäus checken, das ist erst in Matthäus 17, wo das von der selben Geschichte geschrieben wird. Was bedeutet das? Du wir lange Zeit vergangen von Matthäus 4 bis Matthäus 17, das 17. Kapitel. Sogar vielleicht mehrere Jahre vergangen. So, aber was wie Jerods Eier passiert, und das sagt die Bibel, was wie Jerods Eier passiert
Eier dat Jesus diesen beisen Jes uitdreven hat. Wer weet dat? Dat wir diese Geschichte ganz verstehen können. Wenn irgendwer die Bibel opgeschlagen hat, je braucht bloß boven checken. Bloß dat boven checken. Wat is het laatste verder? Dat is hoe Jezus verwandeld heeft. Dat in alle deze 3 afsnitten zien we dat laatste verre wat Jezus diesen uitdreven heeft, dat we wo Jezus op een boogknap gaan deed en wo Jezus een trafe had en wo hij verwandeld werd en wo zijn kleid zo wit worden deed. Wat ik eerst beim Zingen zei deed, dat zei ik dat zijn kleid zo wit werd, zodat keiner dat waschen kon en wo hij opdagen deed. Dat krijg eier wat hier passiert deed. En wat is du eier? Dat is zei wie in ik had het hier een beetje. Lukas 9, vers 28. Du zei wie dat? 28, 29. Du is het. 8 dagen nadat dat Jezus dit gezegd had, neem hij Petrus, Johannes en Jacobus en ging met hem op een boogknap om te beden. En dan nächsten. En während hij beet, ändert zich zijn gezicht en zijn kleider worden schlockwit. En zo wieder. Wir wollen nu niet wieder lezen. So, dit is wat eier passieren dat eier hij Jan bij zijn Jezus uitdreven deed. So, nu willen we mal checken, hoe es functioneert Jezus in leven. Meest alle wunder, die wat uittekenen van Jezus in leven. Wanneer hij zum Beispiel 5000 mensen niet gezond meer eten gegeven heeft. Alle wunder wat hij deed, die komen, zeer veel komen, nadat dat hij eine Nacht im Gebet gewas wird. Verstehe je? Zum Beispiel hier kommt hij van Borg, hij is doorgewas in connection met een vader en hij komt rauf en deed het. En dat is wat Jezus zegt, wanneer hij zegt, deze zaak je bloos met beden vasten te doen, dat krijgt wat hij zegt. Hey, dat is niet wanneer ik hier den trubbel heb, dit is mijn trubbel, ik wil den weg gaan, dat ik zeg, ik wil niet voor deze trubbel vasten, sondern ik kom van een stad waar ik gebed en gevast heb, nu heb ik de autoriteit dit weg te nemen. Ik brauche niet voor deze trubbel vasten, ik vast omdat mijn connection met God ganz door is. En dat is wat Jezus krijgt gedaan heeft. Hij is op een borg geweest en zijn gezicht, zijn ganze Körper is veranderd, is verwandeld worden als een andere gestalt. En hij heeft een treffen met God door. En nu komt hij erop en hij deed het wunder voor zijn vader. Zo, we denken van jou aan vaders. Maar krijgt zo zeggen voor ons mamas, voor jugend, voor jongens, voor mij alles, voor allem wat we hier zijn. Wanneer ik wil vader zijn, dan moet ik zo als Jezus naar een borg gaan en met hem een treffen hebben. Ik weet dat in mijn dag, wanneer onderscheid dat merkt, en ik heb dat getest, wanneer ik tijdig opsta als vader en ik ga naar een borg, en wanneer ik mij naar een borg, dan bedient dat niet, wenn es een Villa Nova is, geen borg, en ik ga niet tijd bij een borg te voeren, maar wanneer ik naar een borg mijn, dan meen ik ga en doe in mijn stofje aan, waar ik ook zei, ik ga doorgaan, waar ik me met God treffen doe. Den moment, wo meine Kinder abstehen und wo ich een ruid merken kan voor den dag, dat wordt anders zijn, als wanneer ik opsta en denk, hey, wie macht das de Schule? Hey, merk mal vreugd, ik ben ran en ik kom niet ruid. Ik den onderscheid verstaan, zo einfach als dat is dat al. Wanneer ik eier opstaan kan, wanneer ik me ruid merken kan, te mijn Kinder, de vader zijn voor mijn Kinder. En Jezus zegt, wie zullen am leknen? So, ik wil ons allem zeggen, wie brauchen zo'n soort trafes? Wie brauchen trafen, wo wir verherrlicht worden? Wo wir nicht dat Fleisch den Ruhm geben, sondern wo de Jes abgebiet worden kann und wo de Jes in uns kann die Frucht zum Verschieden bringen. Ik mag ons vaders en moeders zeggen, wie zijn de leiders van ons heim? Ook voor de jeugd merk je het eruit. Jullie kinderen zijn arbeid hier als die geloven. En ook die jong bevrienden, we hebben vijf jaar Kerste gehad, 2025, is dat jaar van babyshowers, zei Heidi. Zo, spout je het mal. Dat jetzt auch schon babyshowers merken. Ah, Mama und Papa zijn, okay.
Ja, Mama und Papa sind jetzt sehr schön. Wir können stolz sein, froh sein. Wir sind meest krijg bij dat vierde kind hier op de wereld. Zo, Vaders en Mutters. Vandaag hebben we hier Vaderdag. En we breken een generatie van vaders wat geknakt zijn met den Vader. Viele zeggen, ik kan niet een papa zijn. Ik kan niet een goede papa zijn voor mijn kinderen. Wens mijn vader ben ik een goede bijspel. Weet je wat? Ik heb een vader dat ik me niet een betere wensen kan. Zo'n schijnende vader heb ik. Wie mijn vader kent, ik geloof dat we met mij amen op zijn kennen. Ik heb een vader, die ziet mij, die ondersteunt mijn arbeid, die laat ons wie zum Beispiel dat vaste aanstellen doen. Dan en er steht dat hij mij wordt aanroepen en zei, hey Eduard, wat hast du allemaal waar van je daar in Bolivien? Dan vond en zei mij, wie ondersteunt en beden voor Bolivien met je top. Zo'n vader heb ik. Maar kan ik bloos mijn vader kopiëren en zeggen, ik wil bloos een vader zijn als mijn vader weer? Nee. Ik brug naar een gemeenschap komen, naar den allerhöchsten vader, naar God den vader. En du zelfs leer ik, wo ik hier vader kan op eerd zijn. Wanneer ik wil bloos hier op eerd kijken, wo de beste vaders zijn, dan wordt dat weniger en weniger worden. Dan wenn die een kleiner Fehler haben, dan wil ik vielleicht den kleinen Fehler ook in mijn leven aanmerken. En mijn zien wordt wieder. Dat is niet gezegd dat ik niet wel een goede vader zijn en dat we niet einer van den anderen leren kunnen. Dat is niet wat ik meen. Maar ons master, ons höchster Lehrer van wo vader te zijn, zijn niet de vaders wat in deze stof zetten, sondern dat is God, de vader zelfs. Kan je me verstaan? So, we moeten een connection met hem hebben. En wanneer du mij zegt, Eduard, sowieso, ik kan niet van mijn vader leren, ik kan niet veel goud van hem zeggen, dan al voor eenmaal, go om God en vader, die wordt die wijzen. De Heer Jezus is ons leraar en door de kracht van Heer Jezus, wordt du kunnen vader zijn voor deze generatie en de komende generatie. Nu wordt je een grootvader, een gouden grootvader zijn en vader. Zo, dat is immer leichter, vader en moeder te zijn, wanneer ik door je knecht zie. Nu wil we naar deze geschichte gaan. Dat is vader, wanneer we, dit weer wat eier passiert, niet zo. Nu wil we naar deze geschichte gaan, wo das vader is. En wat deed hij als hij in een nood is? Wat deed das vader als hij ganz om eng is? Hij komt en hij schrikt naar Jezus. Lucas 9, vers 38. Wat van onze geschichte. En met eenmaal schreef een man uit een volk. Meester, ik bid je, kom, kijk doch naar mijn zin. Wils ik heb bloos den einen zin. So das vader die komt en schrikt naar Jezus. Ik wil ons vaders van jou zeggen en mamas, wie kunnen naar Jezus schreeuwen. Wenn du in einem Moment bist, wo du nicht wieder weißt, dann schrie nur Jesus. Heidi und ich haben das erlebt, diese letzten paar Jahre. Das, was ich groß vertelle, dass wir nicht so großen Fast feiern. Wir feiern so ein großes Fast, wenn wir weiter, dass wir haben schreien. Sorry, ich werde hier einmal ein bisschen abwechseln, meine Beine, oder? Wenn wir so sehr schreien haben nach Gott und wir fühlen, was er uns hier hat, da wollen wir, wie Gott die ihr geben. Aber das ist nicht nur schon, wenn du und ich an einen kommen und dort wir schreien, nur Gott uns Vater. Wir als Menschen kommen einmal um eng und wir weiter nicht wohin. Und wir können nur Gott kommen und schreien nur an. Und wenn du dort fehlt, dann go hängen auf den Stab, wo kein anderer ist, und schrie wirklich von der langen Rüt, wo die Fehler hat. Ich weiß, wo ich in meinem Leben fast wie. Kommt nicht wieder, dort wir nicht, dort ich nicht Jesus habe, dort wir nicht, dort ich nicht will anders leben. Ich will anders leben, aber als ich bei einem Punkt komme, wo ich nicht wieder weiß, wenn es der Sohn will, mich noch ein beises Leben führen, eine Homosexualität nennen, und Gott hat Pläne, dass ich mich befreien soll, und ich wieder waschen, ich weiß nicht, wohin, und das fällt sich so durcheinander, so muschrig, alle für mich. Ich weiß, weil ich die Kotokarama eingefuhr, und ich schrie, ich hatte die Musik so laut an, als ich konnte, und ich schrie, nur Gott, ich sage, Gott, du musst mir helfen, wenn du wirklich bist. Und dort ist, wenn er die Hilfe kommt, als ich schrie nur an. Dort ist, wo ich fühle, dass mein Leben, wo ich sehe, ich gebe ab. Ich kann nicht mehr. Aber nun habe ich versucht, das zu managen, zu tun. Und ich schrie zu Gott, ich kann nicht mehr, nun übernehmen du wieder.
En wo ik aan den strang geef, du fang hij dat stier om te leiden. Zo du kost nu Jezus schreeuwen, du wo immer du bist. En wat voor immer Situation du bist, du kost nu Jezus schreeuwen. Schrie nur an, schäm dich nicht, nur an zu schreien. Frau am nur Sache. Die Bibel sagt, Frau in die Wort gegeben worden, das sind Versprechen. Nimm die diese Bibel steht und sagt, das ist meine Bibel steht. Ich habe Frau in mein Wort gegeben worden. Ich nehme das an für mich persönlich. Das ist mein Wort. Und fang an zu erleben, wo Gott die vierde durch das Leben. Als ich das und denke, weil wir kennen nur Jesus schreien, und weil wir kennen am Halbfrau, dann werde ich voets ermunt, wo das jenseitig ist. Ich schrie nur Jesus, und weet je wat hij als antwoord voor mij deed? Hij beet voor mij. Stel je voor, Jesus beet voor mij. Hij staat aan im Gebet für mich und für dich. Dus wie hier von der Anstunden, der für diese Mann und Früh ist, was hier fähren sollte, und wir stunden, houden uns hängen ab und sagen, Gott, wann die du eine Potosí vor, wann die du nur La Paz vor, dass der Fried Gottes mit vor kann, was immer du Gebet hast. Krieg so, als wie für diese Person, und viel daran noch, dass Jesus für dich und für mich, er bet für mich. Sag ich, Römer 8, Vers 34. Christus Jesus wordt vom dood opgewekt en is nu bij God ter rechte hand en beet voor ons. En weet je wer nog voor ons betet heeft? Als waren het niet traurig, wanneer Jesus voor die beet. Im selben Text in Römer 8, paar Vers eier, wer beet du, sagt het, wer beet du voor ons? De Heilige Jezus. Römer 8, Vers 26, paar Vers eier. En gerade so hält der Jesus uns in unsere Schwachheiten, weil wir weiter nicht einmal, wo wir so reich beten sollen. Aber der Jesus betet für uns mit so einem Gefallen, dass wir nicht wir dafür haben. Und der in unseren Herzen einer sagt, weit, was der Jesus im Sinn hat, weil der Jesus betet für die Heilige, du nur aus Gott dort gefällt. Soll der Jesus, der bet für dich und mich. Das steht an. Weißt du nicht, den Tag, wo Jesus in dein Hort kommen wird und Frieden merken wird, den Tag hat der Jesus für dich gebet. Wenn es der Jesus für dich wird, dort hören dich. Der Jesus wie wird umklappen dich und sagt, ich bete für dich, ich stehe für dich an, ich will, dass du Jesus in Geschenk annehmen das. Und der Jesus, der bet anholend, der bleibt beim Beten. Und du und ich, weißt du, was wir kennen? Wir kennen vielmal als Vaders, ich weiß nicht, wo jünt das jetzt, weiß wir nicht, was zu beten über unsere Jungs und mehr alles. Wir haben diese Kindertjes, oder vielleicht hast du diese Teenagers, oder Jugendkinder, oder befriedete Kinder, und du weißt nicht, was soll ich für ihn beten? Fang an zu hören, was der Heilige Jesus betet, und bet einfach durch mit, was er hat. Wie gleich einmal beten, erst bloß, dass ich so viel wird über die Lippen zu kriegen. Bete erst vielmal erstmal hören, was hat der Jesus zu sagen, und dort ich durch mit Anstunden da. Der Jesus, das 26. Vers, ist ein sehr bekannter Vers, würde ich sagen. Der Jesus betet mit mir in Westübersetzungen, würde ich sagen, der betet ist ein Stehende mit mir. Es ist dort kommt aus uns Deibste, dort steht in mir. Bist du mal in einer Situation gewesen, außer nur für deine Kinder, als für was andere dort sind, wo du nicht weißt, was mit dieser Situation wird. Und du kannst nicht andere tun, auch stehen über das. Ay Gott, ay Gott. Und wir glauben vielleicht, das ist ein Jahr, auf ja Mensch, wenn du geknackt bist mit Jesus, dann kannst du stehen für den Arm. Du brauchst nicht ein Bild, wie sie wo glaubensvoll du bist, oder wo das du bist. Hey, was die du anbringen, ja. Aber du, wo du nu bist, stehen für den Arm. Jeft dein Hort ganz hand und leide ganz doll für den Arm. Wo kannst du noch mitfeilen mit dem Jesus und dort beten, was der Jesus sagt? Indem dort du in Zunge betest. Das ist so ein feines Beispiel in Römer 8, Vers 26 kriegt das, wo wir in unsprechliche Wort beten. Wenn wir in Zunge beten, beten wir in unsprechliche Wort. Und du kannst anfangen, in Zunge zu beten über deine Familie. Ich sage gestern ein Pastor, wo er sagt, wo er nu in Vater ist, das kriegt das Pastor Vlad, ich kijk aan mij
Botschaften oder Zeugnisse, was er hat. Und er hat nun ein Jahr Kind. Der Lied hat, ich weiß nicht, wie alt er ist, aber der Lied hat 14 Jahre gebet, dass sie Kinder haben. Und nu hat Gott das für ein Jahr gegeben, dass sie können ihr erstes Jungchen haben. Und er sagt, erst einmal, wenn er so lange, dass er aus Prediger ist, er wird gewarnt, tätig abzustehen und dass er wird stundenlang allein sein und beten. Nu auf einmal wieder ein Kind. Er sagt, nu kann er nicht so viele Stunden allein sein. Wenn es vielleicht würde er danach abstehen und nur das Kind checken und so wieder. Aber er sagt, was er kann tun, wie das Kind auf den Schoß nehmen und mit das Kind taub und Tongue beten. Und er das Kind beten. So du kannst das auch tun. Du kannst einfach dein Kind nehmen und mit das taub beten, wenn das allem allererst sogar vielleicht taub beten. Ich weiß, wo es vielleicht meest een jaar terug, naar een half jaar terug, een dag, dan, ik geloof ik deed vasten, ik weet niet meer ganz genau. En dan zie ik, meine Schwiegermama, die wir krijgen niet thuis, wir haben zwei Häuser auf dem Hof, meine Schwiegermama ehrt und uns. En zie ik te meine Frau, ik wil daar naar de Schwiegermama in huis gaan, en ik wil alleen zijn, en ik wil de muziek gaan, en ik wil de gebedstijd gaan. En zo is dat dan erst, wanneer dan voor de eerst van kleine jongetjes, dat die nicht 5 Minuten, dann sagte du Berner. Und ich dachte, das steht mir hier, ich kann hier nicht beten, wenn ich hier Berner ist. Und dann hat der Herr Jesus an, na, vielleicht weil die Jungen mit die Taub beten, vielleicht erst dort der Zeit nicht. Ah, okay, sorry, ich habe nicht an das gedacht. So dann fange ich sehen, bloß dann zu meinen Jungen, ich war hier beten, und das war ich hier da. Und ich wie ab Knei, so ich und wir da allein haben meine Musik an. En mijn jong, die ook op je neus, kijk wat ik deed, en papa krijgt nog meer. Krijgt dus papa deed zo, dat de kleine jong ook. En weet je wat, die dacht ik nou, is het dat hij plus wat liet no doen, of plus wat van je deed, dat hij krijgt ze beter deed als ik, en krijgt de hang op hebben deed, of krijgt op je neus, en dat gezegd op je eer heeft. En mij valt bij, wat voor een betere stad, wo je dat leren kennen, als bezien mij. Irgendwo in einer Stube allein, wo ich das sowieso für Gott, ich das nicht für den Jungen, ich das für Gott. Und wenn der das von mir aufchecken kann, wo eine bessere steht, kann er das lernen, als besieht mich. So ich mir bloß wieder. Und so ging er dann sagen, vielleicht war er um 10 Minuten rüt. Da hat er vor, ich era um 5 Minuten. Und ich sag, wo mein Jungen, dat seine Kinder, dat Papa bet. Papa hat ein Gebetsleben. So kannst du ein Gebetsleben führen, und du kannst schreien um Gott. Und du kannst weiter, du bist nicht allein im Gebet. Jesus steht an für dich, der bet für dich und der Heilige Jesus auch. Der bet und der steht an für dich. Dort ist Jesus ist uns Abogado, der Welt, dort uns Geld geht. Der Rat uns in Trouble. Und so soll ich gerade sehen. Bete ist nicht bloß der schönste Weg, seinen nur Thron zu bringen. Bete ist Krieg so sehr zu horchen. Aber vielleicht, bitte sage ich, da harche aus Seier. Bete es für ein Dollar harche aus Sache Seier. Viele Mal, dann beten wir so bosig war wie an, wo leicht wie uns Menschen bloß jeder Tag dieselbe Sache sei dann. Unsere Kinder, die haben sich ein Gebet auswendig gelehrt. Und dort wir ungefähr so, Dankeschön, Jesus, so oben, ich weiß nicht, aber das sind so meid, dort wir ungefähr so, Dankeschön, Jesus, für diesen Tag, und dann scheint schluppe Amen, und dann schleipt er all. Und nie, ich weiß nicht, wie Brücke rot, wie weit nicht alles. So, ich kann uns hier eine Rot geben, wenn ich weiß, hier sind alle, haben all gerade Kinder wie. Aber ein Tag, dann sage ich Heidi, so Jungs, von dir wollte ich nicht bloß das, was ich jeden Tag tun. Von dir wollte ich mal 3 andere Sachen verdanken. Und dann, Mama, wie viel muss ich? 3. Okay, dann fangen die an nach Wort. Dann fangen die an nur zu denken, dann hörst du, was ist über Tag passiert. Dankeschön für Jan. Von dir wieder ein kranker Junge. Wie bete, dass das Jung kann gesund werden. Verstehst du? Dann fangen die an zu hören in der Situation und bleiben nicht bloß Sachen. So, wenn du in deinem Gebetsleben kriegst du still bist, als du Leute bist, du sollst nicht immer still sein, aber wenn du auch stille Zeit hast, wo du nähen hörst, was Gott zu sagen hat,
dann bist du auf dem guten Weg. Da wieder so. Wenn's, was sagt diese Bibel, was sagt in diesem Text, was sagt er? Als Jesus du verändert wird, als der die Verwandlung hat von seiner Sache, dann sagt er, du paar Vers, Lothar am 35. Vers, dann redet eine Stimme, dort ist der 9, Vers 35. 35. Ja. Dann redet 9, Vers 35. Ich habe das anmerken. Ist da. Dann redet eine Stimme von der Welt, das ist mein Leiber sehen, horch nur am. Wer wird das sagen, der durch diese Stimme von Buben? Der Vater. Der Vater soll sagen, das ist mein Leiber sehen, das ist der Jesus, horch nur am. Und Petrus und Johannes und Jakobus, die hier dort. Das ist mein Leiber sehen, horch nur am. Vorfall Lothar, als das Wunder erst passiert ist, dat ja een jong vrij worden als van bijzen Jes, zegt de 44. vers, waarom mensen hetzelfde? Zorg zodat je hieren wat ik zei. Willst dat als mensen weet dat de mensen zijn wat de mensen in de heen gegeven worden. Waarom zeg, nu zegt Jezus dat zelfs over zich. Hoor wat ik te zeggen heb. In de Bibel zegt dat in meerdere steden immer waren, zum Beispiel zegt de Bibel, von der, wenn je seine Stimme hier verhört, je heute nicht. Wie das für jene Tide? Nee, das ist von der. Von der, wenn du seine Stimme hier stand, merkt ihn heute nicht hört. Horch in der, was ich sage. So ist Jan Prediger, der dreimal dieselbe Botschaft gebracht hat, wenn es der heute wieder hört geworden. Von der, wenn du seine Stimme hier stand, lot ihn heute weg worden, in der, was ich sage. Jesus rette die. Der Herr Jesus rette die. Wir haben hier mal eine Klasse gehabt, über Gottes Stimme zu hören. Und Gottes Stimme hier ist jedes Mal, was wir das kennen, ist ein wunderbares Verreich. Letztes Mal, als wir in der Bildschule diese Klasse hatten, dass wir 4 Jahre über Gottes Stimme hören, dann wird der Lehrer, was du in der rechten Seite gesagt hast, du bist ein Lehrer, er kauft an, wenn ein Blätter fehlt, oder wenn was zu lesen fehlt. So ich dachte, die Schüler, die Ewige, kennen Gott seine Stimme hier. Ich sage hier bloß, wo den Lehrer helfen. Aber so dann sieht der Lehrer, wir sollen ein bisschen Musik anmerken, wir können hier vielleicht Background Musik anmerken, sollen ein bisschen Musik anmerken, dann Musik an, und sollen mal unsere Uhr merken. Und einfach durchschreiben die Gedanken, die in uns kommen, kommen wir, wenn wir Jesus, was uns redet. Und ich dachte, naja, nu worden die anderen alle erleben, wahrscheinlich Gott en redet. Aber ich sehe hier bloß die Hälfte vom Lehrer. Ich will nicht erleben. Aber ich sehe so zu Gott, auch wenn ich hier die Hälfte vom Lehrer sehe, du kannst mir noch ein paar Sachen sagen. Ich sehe rein, ich höre. Und das ist einer von den heiligsten Momenten für mich war ich war dort den Prozess mit meiner Tochter. All das, was mit Flora passiert wird, dass wir dann Krieg vorbei. Was passiert wird, das Lehrer, was du nu in der Rechte deut, dass wir dasselbe Lehrer, als wir mal die Beise nur recht kriegen über unsere Tochter. Nu, ein Jahr später, wir dasselbe Lehrer war hier und er in der Rechte war Gott seine Stimme hier. Und Gott fängt an mit zu reden. Ich hatte Kontrolle. Ich habe alles in meiner Kontrolle. Ich war die Lehre. Du kannst es aufgeben. Du brauchst nicht Sorgen merken. Und er fängt mir an, gute Sachen zu sagen. Ich fange an zu heilen. Und wenn ich daran denke, dann heilt mich, wenn es wie eine Heilung für mein Leben, wenn es hier seine Stimme. Er ist ein guter Vater und er lehrt uns immer nur die Wahrheit und immer nur das Gute. Wenn du einen schlechten Vater erfahren hast, dann geh nur Gott ans Vater und hör auf seine Stimme. Er wird die schöne Sache sein, er wird die heilende wird sein. Du wirst noch mal strenge wird kommen, aber ich werde du Leben wird kommen. Wenn es dort ist, wie er ist live. Das dort fängt er an zu mir zu reden. Und während er zu mir redet, wird mein Hort geheilt. Sag
Jesaja, horch, wat Jezus te zeggen heeft. Horch du nan wat hij te zeggen heeft over dein leven. En schrijf dat door. Vielleicht bist du in einer Gebetszeit. Nimm dir das dickste Papier, was du fängst, und fang an zu schreiben, was er dir sagt. Das kann die Leute helfen, in dein Leben Heilung bringen. Vielleicht merkt das von dir auch nicht mal sein, was er dir sagt. Im nächsten Weg, auf einmal, was du denkst, aha, danke Gott, was du mir fähig Weg setzt. Wenn du hast mir dort alle Weg im Vorüt, der Heilung für den nächsten Weg geschenkt. Für die Situation, wo ich durchgegangen bin. So schafft Gott. Horch, was er zu sagen hat. Und als Vater und Mutter, wat wir immer horchen, nennen horchen. Was sagt er? Ich will nicht diesen schönen Moment aufschneiden. Jesus redet Leben wird. Aber weißt du, was Jesus hier redet in diesen Tags? Der 41. Vers in diesen Tag sagt es das. Dann sagt Jesus da an, o je angelevende verdrehte Generation, wo lang soll ich noch bei ihnen bleiben und mich mit ihnen aufbringen? Bringt ihnen Sehen her. Vielleicht hörst du Gott in der Welt und vielleicht kommen du bei uns noch mal ein bisschen tiefer wird. Aber weißt du was? Diese Werte kommen immer in den rechten Moment. Gott weiß, wann er diese tiefe Werte geben kann. Wann er die losschneiden kann von dort, was nicht tut, die hier hat. Du bist in sein Bild gemerkt und er will die Ware herstellen und dort du in sein Bild kannst sein. Und einmal machte du auf, einfach alle Sachen weggeschnitten. Dan wordt hij die vielleicht noch mal so sagen, oh, die angelevende und verdrehte Generation. Ich weiß, wo Gott sich das hier hat. Aber weißt du was? Mir abfallen das. Das ist nicht alles, was er sagt. Er schaut noch ein Stützchen länger. Er sagt, wo lange soll ich noch bei ihnen bleiben, um mir mit ihnen aufzugeben? Tipo, wo lange soll ich noch die Wunder tun? Das ist allemaal tijd dat je gewoon in dit wunder doen. Het is niet bloß einmal Jesus hier op hier, wat physically, also met zijn Körper kon ram gaan en wunder doen. Hij wil dat wiedergeben uns. Aber der letzte Satz ist auch noch, was er sagt. Bring deinen Sehen her. Und diese wird seine Heilung. Bring deinen Sehen her. Ich war am Heilen. Ich war am Frieden. Wenn du von dir auch nennen hörst das, und deine Stelle nennen hörst das, was Gott dir zu sagen hat. Vielleicht hat Gott was heute zu sagen, nochmal irgendwann. Aber dann merkt dein Hort nicht hart. Hörst bloß ein klein bisschen länger. Dann wird er sagen, bring den Sehen her. Bring den Trübel her, ich will den leise für dich. Ich will einen Weg schauen für du, wo das anmählich ist, einen Weg zu haben. Amen. Du kannst von dir weiter. Dat dit soort is ook van Jezus. Breng den Sehen her. En dan brengt hij den Sehen dan her. We worden dat dan nu lezen van Markus, vers 9, van 23 en 24. Deze vers leest bij al veel week. Dan zegt dat zo. Markus 9, vers 23. Hier wordt Jezus gevraagd, kost u am Heilen? Vraagt de Vater. Dan zegt Jezus, als ik kan. Claro. Sicher, sagt Jezus, alles ist möglich für den, der durchläuft. Das ist sehr wichtig, dass wir weiter dort ja eine Schwurpe hören werden, wieder von Jesus. Aber diese Werte sind auch alle von Jesus. Kann ich den sehen, Heilen? Klar kann ich dort. Dann den Jungen sind vorher auch plötzlich uit. Ich glaube, help mir in Anglauben. Du mit Jesus, je kan een vriend zijn. Jezus redet die en krijg zo kost u nog aan roepen, help me in Anglauben. Ich glaube an die Jesus. Du brauchst nicht abgemerkte Fähne wie haben. Du kannst einfach sagen, ich glaube die Jesus. Ich nehme das an, was du für mich hast. Help me in Anglauben. Alles ist möglich für den, der durchläuft.
Dat is een waarheid wat u deze week kost metnemen. Heidi hat diese week gedacht über diese Geschichte noch, über die früh, wo an Jesus in den Rock anfuttert hat und wo sie geheilt wird. In dem Moment, wo sie an den Rock anfuttert hat, und Jesus sagt, du hast Kraft von meinem Körper rausgegangen. Den Belt, also der hat so eine Bänge, die du hängen hat. Du hast Kraft mit mir rausgegangen. Und dann sagt Jesus, wer hat mich angeschiert? Der Jünger sagt, alle Menschen schiert die an, aber was denkst du, hier sind ja hunderte Menschen an die. Dann sagt Jesus, aber jemand hat mich anders, ich habe eine andere Weise angeschiert. Und Jesus sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Wofür können Sie wieder in der Bibel, dass der Glaube Heilung bringt, dass der Glaube das Wunder bringt? Und Jesus sagt, der Glaube ist dir schon, Jesus, bete sogar, dass ich den Glauben kann haben. Nochmal stu wie verder die Situation. Und uns fehlt der Glaube. Dann ist Jesus du ein Bet für uns, dass ich den Glaubensschritt nehmen kann. Als laatste wil ik afsluiten. Met 2 Korinther 6, vers 18. 2 Korinther 6, vers 18. Vielleicht kan je die dingen al roepen gaan. De baan daar kon het opkomen, maar de wel. In 2 Korinther 6, 18 zegt het zo. Ik wil je voeder zijn. En je zal mijn zeens en dachten zijn, zegt de Almachtige Heer. Ik mag die van jou een woord geven. Ik weet voeder zijn, is nogmaals schwoor. Ik weet nogmaals steeds verder die jong of die dochter, als die nu klein of groot is. En die weet niet ganz genau, wat die doen zal. Die fehlt het aan wijsheid. Eigenlijk kost het wijsheid voor jou. Aber ich will dir von dir ein Ding sagen. Du brauchst nicht bloß einmal Futter sein zu deinen Kindern. Du kannst Kind sein von uns liebsten Futter. Wenn wir dort lernen, Kinder zu sein, dann fällt uns es leichter, Futter zu sein. Wenn ich lerne, ein Kind von Gott zu sein, einfach bloß Kind zu sein, ich will, dass das Bibeltext sagt, ich will jullie Futter zijn en je zal mijn zeens en dachten zijn, zegt de Almachtige Heer. So Gott sagt von dir, ich will dein Futter sein. Und du kannst meine Tochter sein. Nimm mich an die Hand. Du kannst meine Tochter sein. Ich will aufschließen mit Römer 8, Vers 15. Je habt nicht einen Sklaven Jesus gekregen, dat je ihn fürchten moeten. Je habt einen Jesus gekregen, der den Gott jullie annimmt als seine Kinder. En je hem aanroepen als Vader, lieber Vader. Du kannst nur Gott kommen und sagen, du bist mein Vater, mein lieber Vater. Du bist mein Papi, du bist mein Dad. Hij will deine Papa sein, hij will die op een schoot nemen, hij will die Liebe beweisen. Ich möchte die Mut merken, dass du vielleicht nu krijgt, wenn deine Kinder hier im Gottesdienst sind. Umarm deine Kinder und lass die umarmen von ihnen. En even wanneer die Kinder al groot zijn. Umarm deze Kinder en waar speelt het einfach dit beeld van de Bibel, waar we kunnen Gott aanroepen als Vader, lieber Vader, maar krijgt zijn beeld, weil zich ook hier op de aarde bewijzen. Dat ons kind naar ons komen kan zeggen, Vader, lieber Vader. Nu dat ik zelfs Vader zie, jet me dat nog schijnen om mijn ene Vader te komen en zeggen, Dad, ik bruk hulp, oder Dad, ik wil dit, oder jant. Wens we verstaan ons op een andere weg, als we dat eier deden. Amen. We willen van jou en zeen spreken over alle vaders. En ik mag vrouwen aan de kinderen komen aan, dat alle kinderen hier komen. En ook dat die vaders wat hier niet kinderen hebben, want jullie kinderen al groot zijn.
dat je kennen